Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum, was war's, 5. Bundesligaspieltag? Ja. 1:1 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich denke mal ein unverdienter Punkt für Leverkusen, so viel können wir schon mal festhalten. Und das ohne rosa-rote Brille. Und ja, warum, wieso, weshalb ich das so sehe und alles weitere nach dem Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, von Leverkusen bin ich maßlos enttäuscht. Katastrophe. Leverkusen war mir echt mal sympathisch, was sie heute gemacht haben. Von Minute 1 an Zeitspiel, von Minute 1 an Schauspielerei hoch 10. Super unsympathisch. Sorry. Können wir natürlich jetzt abgewichst nennen. Ja, meinetwegen. Nennt das so für mich super unsympathisch. Ja, es hat nur eine Mannschaft gespielt, das waren wir. Leverkusen hat absolut nichts für dieses Spiel getan, gar nichts. Ja, sie haben es geschafft, uns vom 16er fernzuhalten. Wir hatten die ersten 20 Minuten ein bisschen zu viel Respekt, denke ich. Ja, da hat man gesehen, dass wir noch ein bisschen so die Handbremse drin hatten. Wir hatten wenig Bewegung vorne. Bewegung hat erst in der zweiten Reihe stattgefunden. Und ansonsten hat Leverkusen es danach halt geschafft, uns von ihrem 16er wegzuhalten. Aber ansonsten war das null. Absolut null. Dass nach dieser Ecke natürlich ein Tor fällt, ja, das war so ein bisschen Karma-Kelle. Das war mir schon klar, wo der Ball zur Ecke ging. Aber wir waren so dermaßen überlegen. Das war klar, eine Spitzenmannschaft nutzt dann so eine Chance aus. Der Sonntagsschuss war dann der Ausgleich. Danach haben wir es einfach nicht mehr geschafft. Den letzten Kick haben wir nicht hingekriegt. Musiala heute viele Fehlentscheidungen getroffen. Die Einwechselspieler, die kamen, alle maßlos enttäuschend, abgesehen von Conny Leimer. Ansonsten die Mannschaft, die gestartet hat, war so zu erwarten. War mega gut. Also ein richtig starkes Spiel gemacht. Wir haben die perfekte Balance gehabt zwischen Offensive und Defensive. Minje und Opa. Minje sogar noch besser wie Opa. Ja, Opa hat zum Schluss 1-2 Kopfballduelle klar verloren. Minje hat nicht ein Kopfballduell verloren, hat sonst super nach vorne weg verteidigt. Bärenstark. Zusammen mit Josh und Pavlo, die besten Spieler auf dem Feld meiner Meinung nach. Michael auch sehr stark. Aber da gehen wir gleich in der Einzelanalyse drauf. Zum Spiel, ich würde sagen, wir werfen erstmal den Blick in die Statistiken, dann sage ich noch mal ein paar Worte dazu. Ja, das sollte eine klare Nummer sein. 70:30 Ballbesitz, Abseits 0:0, Fouls 11:15, Zweikampfquote 55:45, Schüsse aufs Tor 3:2, Schüsse insgesamt 18:3, Ecken 6:1, angekommene Pässe 642:239. Schüsse insgesamt, Davis 4, Katastrophenschüsse, leider. Musiala 3, leider auch mehr schlecht als recht. Und Michael 3, das war, wo übrigens ein bisschen Torgefahr da war. Gewonnene Zweikämpfe, Upa 9, Michael 8, Kim 7, Ballkontakte 139, Kimmich, 102 Kim, 100 Upamecano. Gefolgt worden, schenken wir uns wie immer die Statistik, super uninteressant. Ja. Können wir der Mannschaft einen Vorwurf machen? Nein, wir haben ein super Spiel gemacht. Bis zu den Auswechslungen haben wir ein super Spiel gemacht. Kann man, wenn man Vorwürfe machen kann, an alle Auswechselspieler bis auf Conny. Ja, das war eine Katastrophe. Das war eine Frechheit. Ja, King war noch der Auffälligste und der war kaum zu sehen. Lieboy hat man gar nicht wahrgenommen, genauso wie Thomas Müller. Absolute Frechheit. In einem Spiel wie gegen Leverkusen hat man auf den Platz zu kommen als Einwechselspieler und so zu liefern wie Conny. Ja, und nicht so, ach ja, ich bin jetzt mal da. Alter, verpiss dich vom Feld, Junge. Kriege ich einen Kackreiz bei. Wenn ich sowas sehe. Sorry, Leute. Das ist das Einzige, was mich heute aufregt. Ansonsten haben wir ein Bombenspiel gemacht. Ja, ein Bombenspiel. Eines der besten Spiele, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Muss man mal ganz klar sagen. Wir haben die perfekte... Ich meine, wir haben gegen eine Mannschaft wie Leverkusen gespielt. Und wir haben nichts, aber auch gar nichts zugelassen. Der Torschuss, der erste in der zweiten Halbzeit, das war noch eine Abseitsstellung. Ansonsten haben wir denen eine Ecke geschenkt, woraus sie ein Tor gemacht haben. Das ist alles. Ja, richtig, wir haben es gesehen. Wir haben selber auch nur 3 Torschüsse gehabt. Wir haben es halt nicht geschafft, in den 16er reinzukommen von Leverkusen.
Aber wir waren super dominant. Uns hat im letzten Drittel die Bewegung gefehlt, meiner Meinung nach. Die Rochaden, die uns sonst ausgezeichnet haben. Weiß ich nicht, ob man sich das vielleicht nicht richtig zugetraut hat. Das hat ein bisschen gefehlt. Ne? Gerade die ersten 20, 25 Minuten war es sehr statisch vorne in der letzten Reihe bei uns. Das wurde mit der Zeit besser. Ja, mit der Zeit wurden wir immer sicherer. Aber trotzdem war vorne noch ein bisschen zu wenig Bewegung. Serge war leider nicht stark. Trotzdem noch um Längen auffälliger als alles, was eingewechselt wurde. Aber hat nicht wirklich eine Chance auf seiner Seite gehabt, muss man fairerweise sagen. Ja, Harry Kane war auch so gut wie abgemeldet, außer wenn er sich hat fallen lassen, dann war es okay, ja. Aber insgesamt, von der mannschaftlichen Leistung her, Alter, bin ich heute auf jeden Fall bei einer 2. Ja. Es hat nicht viel gefehlt zur 1, der Sieg hat also gefehlt. Ja, das ist eigentlich alles. Ansonsten, was ich richtig gefeiert habe, war einfach, ja, dieses Gefühl und dass man auch gesehen hat und gespürt hat, da ist eine Mannschaft. Da ist eine Mannschaft. Ja. Auch bei Opa und Minjay. Ja. Super. Einfach super. Kimmich heute für mich der beste Mann auf dem Feld. 1+ mit Doppelsternchen. Ja, jetzt ganz zum Schluss hat er einen Ball gehabt, der ein bisschen läppsch war. Aber ansonsten hat Kimmich heute... Alter, kommen wir gleich, wenn ich auf die Benotung gehe. Von Leverkusen bin ich persönlich maßlos enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Ja, vorne haben die nicht stattgefunden. Boniface hat, weiß ich nicht, gar kein Land gesehen. Florian Wirtz brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist nur dadurch aufgefallen, dass er die Spieler dauernd gehalten hat. Der Einzige, der noch einigermaßen aufgefallen war Andrich, aber der hat auch dann teilweise, ja, weiß ich nicht. Mit einer gelben war er gut bedient. Ja. Schiedsrichterleistung. Also unsere Teamleistung sehe ich bei einer Note 2. Wir haben ein super Spiel gemacht. Es gibt ganz, ganz wenig zu kritisieren in der ersten 11. Ja, also ich habe nichts großartig. Kommen wir aber gleich zu. Schiedsrichterleistung 4-, Alter. Ja, ich mache mir erstmal meine Liste auf, bevor wir dann gleich in die Benotung gehen nebenbei. Schiedsrichter aus meiner Warte war eine Katastrophe. Ich kann den sowieso nicht leiden. Ich weiß gar nicht, warum der noch pfeifen darf nach seinem Holzer, mit dem Holzer zusammen, sein Skandal da. Katastrophe, nur weil man den nach deutschem Recht irgendwie nichts nachweisen konnte, dass er da irgendwo involviert war. Katastrophe, dass der Typ überhaupt pfeifen darf. Ja? Und was der heute gepfiffen hat, Alter, das war eine Katastrophe. Die gelbe für Minjay, natürlich kannst du die geben. Ja, Minjay schießt den Ball 5 Meter weg. Wow. Er hat den nicht auf die Tribüne geprügelt oder ins Ausgeprügelt. Und es war noch nicht mal ein Foul. Er hat sich halt darüber aufgeregt, dass es kein Foul war. Ja, da kann man sich mal aufregen. Muss ein Minjay das machen? Nein. Kann man da ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen? Ja. Wenn man dann mal das Foul sieht, wo der Ball schon 2 Minuten lang weg war und dann auf den Fuß getreten wird und es gibt einen Freistoß und noch nicht mal eine Ansage, ja, was eine klare gelbe Karte war. Ganz, ganz viele Fouls, die auf der einen Seite abgepfiffen wurden, auf der anderen Seite keine gelben Karten gezeigt wurden. Katastrophe, dieser Schiedsrichter. Katastrophe, Leute. Also ich bin echt keiner, der irgendwas am Schiedsrichter festmacht, natürlich auch heute nicht. Aber wenn du siehst, wo wir 3-4 Mal den Ball zentral vom Leverkusener Tor erobert haben, in meinen Augen völlig im Rahmen und das abgepfiffen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Aber dann im Gegenzug wird ein Spieler 3 Minuten gehalten im gegnerischen 16er. Ja, da kannst du natürlich keinen Elfmeter pfeifen, völlig fein. Aber da passiert gar nichts. Ja, also das Maß, was auf beiden Seiten gemessen wurde, war leider nicht ein Maß aus meiner Sicht. Ja, ich bin eigentlich echt nicht der Typ, der das irgendwie breitritt, aber heute Katastrophe. Ja, auch dass es noch nicht mal eine gelbe Karte wegen Zeitspiel gab auf Leverkusener Seite. Katastrophe. Wir haben von Minute 1 an damit angefangen. Also. Ja, Schiedsrichter für mich heute Note 4-. Company, ja, wir gehen schon mal rein in die Noten. Ich schmeiß schon mal ein Company hier rein. Ich muss noch mal einen Pfeil aufmachen. Spielerbenotung. Vincent. Vinny.
Lasst mich kurz noch einen Blick auf die Auswechslungen werfen. Die kamen für mein Befinden ein bisschen zu spät. Ich habe schon zur Halbzeit gesagt zu Mara, normal darf ein Serge nicht wiederkommen. Wobei Serge dann wirklich nochmal gute 15 Minuten hatte in der zweiten Halbzeit, ja. Aber ansonsten, warum Musiala die 90 Minuten auf dem Feld war, habe ich nicht verstanden. Warum dann Müller für den Kane kam, habe ich auch nicht verstanden. Dann schmeißt doch einen Mattis rein da vorne. Ja. Und bring doch den Müller für Musiala. Müller vorne auf der 9, das haben wir heute gesehen. Wieder mal gesehen, beim letzten Spiel genauso. Akzente. Zero. Ja. Das war, als hätten wir zu 10 gespielt. Katastrophe. Und da war der Faden raus. Ich war mir sicher, bis zu den Auswechslungen war ich mir sicher, wir werden Leverkusen in der 92. Minute das 2-1 einschenken. Nach den Auswechslungen war klar, es geht nichts mehr nach vorne. Ja. Das ist das Einzige, was ich in Kompanie heute vorwerfen kann. Ansonsten war es gut. Von daher für mich eine 2-, eine 2,5. Einzig und allein aufgrund der Auswechslung. Ansonsten die Mannschaft, die Startelf war top eingestellt. Ja. Es war auch vollkommen richtig, wie dieses Spiel bewiesen hat, dass man an Kimmich und Pavlovic festhält in der Mitte und ein paar Linien nicht braucht. Ja, das muss ich mal klipp und klar heute so sagen. Muss heute klipp und klar eine Lanze für den Josh brechen, nicht preschen. Ja, kommen wir aber gleich zu. Wir fangen oben an. Davis, Fonzie Davis. Ja, sein Speed hat ihm natürlich heute geholfen, keine Frage. Nach vorne hin war er sogar noch der auffälligere neben Gnabry. Seine Schüsse waren eine Katastrophe. Sorry, da erwarte ich von einem Profi einfach, dass wenigstens einer von diesen 4 Schüssen, die er hatte, mal aufs Tor kommt. Und da ist nicht einer aufs Tor gekommen. Ja. Ansonsten hat er es wirklich ordentlich gemacht. Hat nichts damit zu tun. Note 3 für mich. Nichts damit zu tun, dass meine Meinung steht zu Fonzie. Ja. Er kann halt froh sein, dass gerade Ito und Stani verletzt sind, ansonsten würde der wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Er hat es aber ordentlich gemacht. Note 3, wie gesagt, von den Torschüssen hätte wenigstens mal irgendwas aufs Tor kommen können. Ja, das war ein bisschen schade. Min-Jae für mich heute Note 1. Da gibt es nichts zu kritisieren. Ich habe keinen verlorenen Zweikampf gesehen bei Min-Jae. Alles, was hochkam, hat er sowieso weggearbeitet. Aber hat dann auch 2, 3 Zweikämpfe echt super stark nach vorne wegverteidigt. Dadurch kam er gar nicht in die Bredouille, irgendwie nach hinten hin irgendwas wegarbeiten zu müssen. Ne? Dazu 2, 3 sehr, sehr gute Pässe nach vorne. Ansonsten super sicheres Passspiel mit quer und nach hinten. Alles ohne Probleme. Ja, Note 1. Kann man eigentlich nur Chapeau an Vincent Kompany sagen. Ja. Dass er an Min-Jae und Upa festgehalten hat. Ich denke, dieses Spiel hat bewiesen, dass beide auf diesem Level das spielen können. Ich glaube persönlich, einen ganz, ganz großen Anteil hat heute Kimmich daran. Ja, komme ich gleich zu, wenn wir mal zu Kimmich kommen. Okay. Upa für mich ein bisschen schwächer wie Min-Jae, hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Aber hat dann, wie gesagt, die letzten 10 Minuten hat er 2 Kopfbälle verloren, die man nicht verlieren muss. Ja, die gelbe Karte hätte nicht sein müssen. Die gelbe Karte hat ihn in 2 Szenen ein bisschen behindert, das hat man gesehen. Ansonsten war es gut. Für mich Note 2. Ja, Min-Jae war für mich heute einfach eine Note besser. Dann kommen wir zu Rafa Guerreiro. Ja, Rafa Guerreiro will ich ähnlich sehen wie Davis auf der anderen Seite. Für mich Note 3. Was sehr, sehr gut war, gerade erste Halbzeit, war wieder das Zusammenspiel mit Josh. Ja, grandios. Hut ab. Wegen mir. Die Aufstellung so lange bis Stani und Ito wieder da sind. Ja, das hat grandios geklappt. Super gut. Konnte aber wenig Akzente vorne setzen. Ne? Wenn Josh hinten war, er weiter vorne im Mittelfeld, konnte er wenig Akzente setzen in der Offensive. Defensiv 1, 2 Mal ein Wackler drin. Aber ansonsten sehr, sehr konstant und souverän. Von daher für mich Note 3. Gut, dann kommen wir zum Pavlo. Im Mittelfeld.
Ja, Pavlo für mich heute Note 2. Da ist Pavlo. Eine glatte 2 für mich. Hat natürlich die Ecke verschuldet. Der Ball war einfach räudig gespielt auf Manuel Neuer. Ja, warum Neuer da nicht noch hin ist und wie sonst immer da reingrätscht und den Ball Richtung Toraußenlinie schießt, weiß ich nicht. Kann man Neuer vielleicht mit in die Verlosung nehmen, da wobei ich auch gerade merke, dass wir Neuer noch nicht benotet haben. Machen wir gleich. Ist ihm halt versprungen, sonst was. Ansonsten war er super ballsicher. Ja, war auch dann wieder der Part, der viele Bälle nach vorne gespielt hat. Auch da das Zusammenspiel mit Fallen lassen, hinter Josh, vor dem Josh, hat grandios gut geklappt. Er hat gute Bälle gespielt, hat natürlich dann das Tor überragend gemacht. Gar keine Frage. Ja, wenn wir jetzt das Tor irgendwie mit reinnehmen, dann sind wir bei einer 1. Ich würde ihm aber gerne eine 2 geben, einfach um die beiden Spieler, die für mich noch einen Tacken stärker waren, das waren Min-Jae und Josh, die 1 zu geben. Ja. Von daher Pavlovic für mich Note 2. Gut, dann nehmen wir mal eben schnell den Manu mit ins Boot. Ja, Manu hat ja nichts zu tun gehabt. Den Ball, den er gekriegt hat, hat er natürlich spät gesehen, war natürlich noch in der Ecke drin, in der Ecke, nach der Ecke, mit dem Schuss aus der Ferne. Muss er natürlich vorher da einen am 16er hinstellen oder muss schneller rausrücken. War natürlich dann auch Glück, genauso wie der Schuss auf der anderen Seite. Mit einem Pavlo, den machst du auch nicht jeden Tag rein, genauso wie ein Andrich, wie er den nicht jeden Tag reinmacht, ja, keine Frage. Ja, von daher, ansonsten hat er 2, 3 Bälle hinten ein bisschen Whisky gespielt, was ich jetzt aber nicht als Problem gesehen habe, weil Josh heute auch on point war. Ansonsten hat er die Bälle gut verteilt. Ja, ist sehr schwierig zu benoten. Von daher kriegt er eine Note 3 von mir. Hat keinen Fehler drin gehabt, musste aber auch nicht irgendwie überragend halten. Ja, alles gut, denke ich, ne? Gut. Damit kommen wir zum König Joshua. Und König Joshua hat heute das beste Spiel seit, ich glaube, 3 Jahren gemacht. Ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, wo er dann noch den Weitschuss genommen hat. Das wäre heute noch das 1 Sternchen. Doppelsternchen wäre noch das Weitschusstor gewesen von Josh. Ansonsten heute eine überragende Leistung. Ja. Alles, was er sonst als Schwäche hat, wo er Riesenprobleme hat, ist, wenn Pressing ist, im Gegenpressing, dass er den Ball dann vertändelt, dass er nicht mal einen Haken schlägt, um einen Spieler aussteigen zu lassen. All das hat heute funktioniert. Es hat alles funktioniert bei ihm. Ja, er war der Denker und Lenker zusammen mit Pavlovic dieses Spiels. Ja. Auch diese Position. Ja, deswegen nochmal, ich glaube, Kimmich hat einen riesen Anteil daran, dass Min-Jae und Opa heute auch so sicher waren. Ja, gerade in der Anfangsphase, die ersten 20, 30 Minuten hat Kimmich super, er hat einen Libero gegeben teilweise im Spielaufbau. Ja, er hat mal einen Libero gegeben zwischen beiden Innenverteidigern, hat denen ein bisschen die Sicherheit gegeben, dann war er aber auch wieder vorne vor Pavlovic auf der Achterposi, dann war er auf der rechten Verteidigerposition, auch im Aufbau in der Dreierkette, wenn Guerrero weiter vorne war. Und er hat nicht einen Ball in der Rückwärtsbewegung heute oder auch vorne, wenn es hieß, drauf zu gehen und den Ball gleich wieder zu erobern, vertändelt. Nicht einen. Ja, es war für mich 1 mit Sternchen heute für Joshua. Definitiv. Überragend. Lange nicht gesehen, so eine Leistung. Und wie ich sagte, wenn ihr heute die Leistung seht von Pavlovic und Kimmich, sorry, dann ist es nicht nötig, über ein paar Linien zu reden. Aber 0. Ja, willst du einen Pavlo rausnehmen? Willst du einen Kimmich rausnehmen? Nee. Ja. Muss man so klipp und klar sagen. Aber da können wir gerne am Montag im Stream mal noch mal ein bisschen drüber philosophieren. Ich denke, mit der Meinung werde ich wahrscheinlich maximal beim Drittel der Leute Anklang finden, was völlig fein ist. Deswegen können wir da gerne im Stream mal drüber quatschen.
Aber das ist dasselbe wie Upa und Minjay. Wir brauchen nicht über den Eric Dyer reden, wenn beide so performen, wie sie jetzt auch performt haben. Ja, das ist das Schwachsinn. Ja, ja, und da sieht man halt, warum ich nur ein Dude auf YouTube bin, der Fan ist und dummes Zeug von sich gibt und warum Vincent Kompany Trainer ist. Ne? Wenn man die Leistung, die ersten 5 Spiele gesehen hat, war es eine Katastrophe zu sagen, man hält Aminjay und Upamecano fest. Wenn man jetzt die beiden letzten Spiele gesehen hat, muss man sagen, ja, alles richtig gemacht. Ja. Beide bombenstark. Ja, und auch jetzt, wenn man das Spiel gegen Leverkusen sieht, wenn jetzt nach diesem Spiel sich einer hinstellt und sagt, ich hätte gerne Palhinha in diesem Spiel gesehen, sorry. Auf welcher Basis? Ja. Leverkusen kam doch gar nicht dazu, überhaupt in diese Räume zu kommen. Sie kamen gar nicht dazu, weil wir die Bälle vorher schon längst wieder in unseren eigenen Reihen hatten. Ja. Natürlich kann man dann darüber reden, warum hat man einen Palhinha verpflichtet? 100%ig, gehe ich mit. Ja, weil wenn das unsere Spielweise ist, wird ein Palhinha diese Saison keine Spiele bei uns bestreiten. Auch nicht gegen starke Teams. Weil die Teams ja kaum in diese Räume kommen. Ja, und wenn Kimmich dann in diesen Räumen oder auch ein Pavlovic, der heute wirklich starke Aktionen nach hinten auch hatte, dann müssen wir nicht über ein Palhinha reden, Leute. Ganz einfache Kiste. Gut. Habe ich jetzt schon den Josh ausgeblendet, ja, weil wir Manu drin hatten oder was? Jetzt mache ich mal eine Lobeshymne nach 1,5 Jahren auf den Josh und Josh ist nicht eingeblendet, oder was? Pech. Gut, dann kommen wir in die vorderste Reihe. Da ist heute ein bisschen... Ja, fangen wir mit dem Gnabry an. Ne? Gnabry fängt oben bei mir an. Serge sehe ich heute bei einer 3,5. Na, war sehr bemüht, keine Frage. Konnte sich aber kaum durchsetzen. Ja, konnte sich dann einmal durchsetzen, wo er über die Mitte gegangen ist, wo wir endlich dann mal ruschiert hatten. Das war dann irgendwann aber auch zweite Halbzeit. Erste Halbzeit waren wir super statisch vorne. Das hat mir nicht gut gefallen. Und da hatten Serge kein Land gesehen. Ja, muss man einfach so sagen. Zweite Halbzeit dann, die Zeit, die er noch hatte, war er eigentlich relativ aktiv und hat mir besser gefallen. Ja. Trotzdem war er dann das schwächste Glied da vorne. Und es war klar, dass man nochmal was versuchen möchte. Warum man dann King gebracht hat, fand ich enttäuschend. Ich habe zu Mara gesagt, ich denke, er wird einen Tell bringen. Er hat dann King gebracht. Zum King kommen wir gleich. Gut, nächster ist Musiala. Wow, der noch nicht mal hier auf meiner Karte im Angriff ist. Das ist ja auch wild, ne? Ja, Musiala sehe ich auf jeden Fall einen Tacken besser, von daher Note 3. Das war es aber auch. Ja. Hat, wie ich schon eingangs gesagt habe, oft heute die falsche Entscheidung getroffen, hat 2, 3 gute Chancen, gerade zweite Halbzeit gehabt. Schieß doch einfach mal, Junge, Alter. Wenn die Lücke auf ist, schieß doch mal. Ja. Hat natürlich einen super schweren Stand gehabt. Leverkusen hat es wirklich stark verteidigt im 16er, um den 16er rum. Gar keine Frage, hat trotzdem 1, 2, 3 gute Freistöße gezogen, ja. Hat einen schweren Stand gehabt, genauso wie Harry Kane, ne? Gar keine Frage. Deswegen war auch nicht schlecht, war Note 3 für mich. Ja, hat manchmal die falsche Entscheidung getroffen. Ne? Wir hätten einfach ein bisschen mehr schießen müssen in diesem Spiel, weil ich denke, man hat gesehen, in den 16er ging es halt einfach nicht. Und wir hatten 2, 3 Mal einen guten Raum vorm 16er. Aber dann hat so ein Fonzie Davies die Schüsse genommen, der irgendwie heute kein Scheunentor getroffen hätte. Das war halt ein bisschen schade. Ja, also von daher Musiala für mich Note 3. Gut, dann kommen wir zu Michael. Dann muss ich erstmal wieder umsmashen. Hier. Habt ihr... Marco Elise. Für mich auf jeden Fall der auffälligste da vorne. Ne? Und das muss ich natürlich auch in der Note widerspiegeln. Ich sehe ihn jetzt auch nicht bei einer, das sage ich euch auch, bei einer 2 oder was. Wartet, wenn ihr ein bisschen Hintergrundmusik hattet, dann ist das so, müsst ihr jetzt durch. Bei einer 2, ja, dann würde ich ihn auf eine Stufe mit dem Pavlo stellen, das war es auch nicht, er war aber schon der aktivste da vorne heute. Von daher für mich eine 2,5. Ja. Hat für mich ein super Spiel gemacht oder ein sehr, sehr gutes Spiel. Man hat auch erst richtig gemerkt,
wie stark er war, wo er raus war. Ja, ich meine, er war vorher schon super auffällig. Wie gesagt, war der auffälligste da vorne. Wenn irgendwas ging, ging es über ihn. Ja, hat Ideen gehabt, hat viel versucht. Ja, hat aber einen schweren Stand gehabt, weil auch der Rest heute einen schweren Stand hatte. Also defensiv hat Leverkusen es heute wirklich ordentlich gemacht. Da gibt's gar nichts zu sagen. Hat uns das Leben schwer gemacht. Wir hatten ein bisschen zu wenig Bewegung drin in der letzten Reihe, habe ich ja schon gesagt. Das war heute, glaube ich, so das Problemchen, was wir hatten. Gut, damit kommen wir zu Harry Kane. Harry Kane, ja, war ein bisschen unauffälliger wie Michael. Ja, ich sehe ihn trotzdem bei einer 3. Ja. Hat die gute Flanke geschlagen auf Gnabry, der dann noch den Pfosten danach die Latte getroffen hat. Ja, das war natürlich ein bisschen unglücklich für den Serge. Ansonsten wäre es wahrscheinlich eine Note 2 gewesen, wenn er da die Hütte gemacht hätte. Das war so Serges gute Aktion. Dass er den Ball überhaupt so auf den langen Pfosten gebracht hat, war natürlich schon sehr stark. Ja, muss man ganz klar sagen. Ich gebe den Serge auch eine 3, statt eine 3,5. Korrektur meinerseits, Serge 3. Das war gut, die Flanke war gut von Harry Kane, hat sich, wie gesagt, hat super schwer gehabt. Er hat aber auch kaum Bälle gekriegt da vorne. Hat sich dann öfter mal auf die Flügel fallen lassen, nach hinten fallen lassen, hat hinten mitgearbeitet, wie immer. Das ist Harry Kane durch und durch. Ja, Note 3, denke ich, ist eine faire Note aus meiner Warte. Aber haut mir natürlich gerne eure Noten rein, ne? Wie immer. Also daran soll es ja nicht scheitern. Gut, kommen wir zu den Einwechslungen. Haben wir als erstes King, der immerhin in der 65. Minute kam, was ich eigentlich auch schon ein bisschen spät fand, aber wie gesagt, in der Anfang der zweiten Halbzeit war Gnabry nochmal sehr auffällig, deswegen war das völlig fein. Coman konnte keinerlei Akzente setzen. Keinerlei. Katastrophe. Für mich Note 4. Hat seine Einwechslung wieder mal 0 gerechtfertigt. Sorry. Also wenn wir drüber geredet haben, dass die letzten Einwechslungen von Tell nicht zielführend waren, nicht gut genug waren, um wieder eingewechselt zu werden, muss man ganz klar sagen, dass Kingsley Coman und auch Leroy Sané, können wir gleich schon mal umschalten hier, die müssen jetzt hinter Tell sein, Alter. Das ist, also nochmal, es ist ja okay, wenn du reinkommst beim 13-0, dann kannst du gerne so eine Leistung bringen, wie die beiden das gebracht haben. Ansonsten, das war ein Spiel gegen Leverkusen, Alter, wo wir die dominante Mannschaft sind, auf ein Tor spielen und beide. Bei King hattest du wenigstens noch so ein bisschen den Eindruck, dass er noch wollte, aber nicht konnte. Bei Sané hattest du noch nicht mal den Eindruck, dass er wollte. Ja. So, ja, ich bin wieder das bockige Kind, ich bin ja nur der zweite Einwechselspieler, ich darf ja nur für 15 Minuten aufs Feld kommen, mi. So, das hat er ausgestrahlt. Na, Katastrophe. Wenn ich es benoten müsste, würde ich ihm die 10 geben, die hinten auf dem Trikot stand, Alter. Aber da er nur 15 Minuten kam, kriegt er keine Benotung. Ich glaube, damit ist er am besten bedient. Genauso wie der nächste, Thomas Müller. Katastrophe auch. Ja, gut, ich meine, er war nur 10 Minuten auf dem Feld mit Nachspielzeit. Aber auch er hat gar nichts, aber auch gar nichts. Nicht ein Akzent gesetzt. Gar nichts. Nicht mal ein Aufrütteln oder sonst was. Nein, sich vorne reingestellt und einfach alles. Weiß ich nicht, Alter. Gerade von Thomas Müller, das Gesicht dieses Vereins, Spiel gegen Leverkusen nach der letzten Saison. Alter, der muss doch brennen wie Frittenfett. Ja, der muss doch brennen, Alter. Und es war nichts. Nichts. Ja, Katastrophe in meinen Augen. Gut. Als letzten haben wir dann Conny Leimer, der für mich der einzige Einwechselspieler war, wo man sagen konnte, ja, der bringt die richtige Einstellung mit, Alter. Der weiß, das ist ein Spiel gegen Leverkusen, das ist ein Top-Spiel. Ich hau mich rein, ich gebe alles, ich bin da, ich bin nicht bockig oder sonst was. Ja, war gut. Hat sich den Arsch aufgerissen, hat direkt rein, geackert, gemacht, getan. War super auffällig, war direkt drin im Spiel. Ja, ist die eine oder andere Szene nicht gelungen, hat aber auch 2, 3 sehr starke Aktionen gehabt, ja. Hat alles das gezeigt, was alle anderen 3 nicht gezeigt haben. Ja. Und da sollten sich alle 3 mal ein Riesenbeispiel an Conny Leimer nehmen heute.
Nochmal, das war nicht Tuffalshausen, wo wir 3:0 vorne sind. Das war ein Spiel gegen Leverkusen, was 1:1 stand, wo wir die klar bessere Mannschaft waren und natürlich einen Sieg verdient gehabt hätten. Aber alle Spieler, die eingewechselt wurden, und das war unsere komplette Offensivreihe vorne, haben sich gedacht, ach nee, weißt du was? Komm, ist doch gut. Nehmen das 1:1 mit, ist doch fein. Ja? Katastrophe leider. Das ist das Einzige, was heute zu meckern gibt. Ansonsten die erste Elf, Alter, das war Zucker. Zucker. Es war einfach bärenstark, dass du nicht blind links nach vorne rennen kannst, vielleicht nicht so viel ruchierst, vorne in der letzten Reihe gegen Leverkusen, um nicht irgendwelche Räume preiszugeben. Alles fallen, gehe ich 100% mit. Ja. Wir haben es halt versäumt, den letzten Pass vielleicht, das kann man vielleicht kritisieren, oder dass wir zu wenig Schüsse genommen haben von außerhalb des 16ers, wenn die Lücken da waren. Das ist das Einzige, was wir heute zu kritisieren haben. Ansonsten, wir haben gegen super starken Gegner gespielt, den wir heute gar nicht haben zur Entfaltung kommen lassen, den wir komplett ausgenockt haben, was die Offensive anbelangt. Ja, der sich einzig und allein auf Zeitspiel, auf Schwalben und auf die Defensive konzentriert hat. Das ist eigentlich das größte Lob, was du dieser Mannschaft geben kannst. Ja. Man hat Leverkusen, Florian Wirtz zwar nicht, wie gesagt, der ist durch Trikot halten und durch Fouls aufgefallen. Ja, nicht durch irgendeine Offensivaktion. Boniface dasselbe. Auch die Einwechslung, die kam, ja, oh ja, der nächste super 40 km/h Sprinter. Hast nicht einmal einen von gesehen. Ja. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was wir der Mannschaft machen können. Ja, wir haben die letzten Wochen die Defensive hart kritisiert, zu Recht meiner Meinung nach. Heute 1 mit Sternchen, Alter. Ja. Gut, das ist meine Meinung zum Leverkusen-Spiel, Leute. Haut mir gerne eure Meinung rein. Ja, wir werden mit Sicherheit Montag im Stream nochmal drüber quatschen, aber ich denke, viele Leute haben ja gesagt, ja, nach dem Leverkusen-Spiel kann man sagen, wo wir stehen, was ich für Schwachsinn erachte, aber schön zu sehen ist, dass ich mich eingeschlossen, ja, da habe ich ja gar kein Problem, das zuzugeben, mich komplett getäuscht habe. Ja, wie man gesehen hat, kann Kimmich und Pavlovic gegen solche Gegner wie auch Leverkusen mit dieser Spielart, die wir haben, ja, du brauchst ein paar Linien nicht. Muss man leider so festhalten. Ja? Und Leverkusen ist schon eine Mannschaft, die offensiv stark ist. Ja? Ich bin weit davon weg, jetzt zu sagen, so, das ist jetzt können wir ein Urteil über diese Mannschaft fällen. Nein, ich denke, man sieht, was Kompanie will, dass die Mannschaft das super umsetzt, dass wir heute halt einfach ein bisschen so den Lucky Punch nicht hatten, was völlig fein ist. Wie ich schon sagte, ich bin gerne bereit, ein Fazit zu ziehen nach dem Barca-Spiel. Ja? Ich denke mal, da haben wir noch den einen oder anderen Gegner, der auch noch mal ein bisschen anders spielt. Und ich denke, dann können wir ein Fazit ziehen. Aber wie die ersten 4 Spiele, wo wir mittlerweile von Spiel zu Spiel besser wurden, kann man auch jetzt nochmal sagen, gerade die Defensivleistung jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen. Es gibt aber mal gar nichts zu meckern. Ne? Und ja, Chapeau dafür, Hut ab von meiner Seite. Und ich freue mich auf die kommenden Spiele. Ja, gegen Aston Villa. Weiß ich nicht, ob die das Niveau von Leverkusen haben. I don't know. Auswärts. Wir werden es sehen. Ja. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum kriegen. Die werden sich wahrscheinlich nicht nur 90 Minuten hinten reinstehen, wie es Leverkusen heute getan hat. Beziehungsweise, ich weiß, Leverkusen hat es auch nicht getan. Leverkusen wurde einfach reingedrängt heute. Ja. Leverkusen ist ja auch keine Mannschaft, die nach München fährt und sagt, komm, wir stellen uns jetzt mal 90 Minuten hinten rein und wir machen nur Zeitspiel und hauen nur Schwalben raus, um was weiß ich was zu tun. Die wussten sich halt einfach nicht anders zu helfen. Ja. Und das ist eigentlich auch mit eines der größten Komplimente, die man machen kann. Ja. Und da sieht man auch mal, weil viele immer gesagt haben, ja, aber das war nur das war nur Kiel, das war nur Bremen, Blasels. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass Leverkusen, was hat Leverkusen? Was hat Leverkusen, Alter? Die haben eine Ecke gehabt und einen Torschuss, der abseits war. Das ist eine Abseitsposition. Ja, das ist Leverkusen. Weil alle so Bremen, ja, aber es ist nur wieder Bremen, so schlecht geredet habt. Alter, was ist los mit euch? Ich denke, wir haben heute gesehen, was Phase ist, oder? So. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Bis Montag.
Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.